Ich bin Fritz Hering. Ich koche, ich esse und ich fahre übers Land. Ich mag Neues entdecken und staune über die Vielfalt im Herzen Bayerns. Wenn ich nicht koche, treffe ich Menschen, die hier heimisch geworden sind und komme gerne zu ihren Festen. Thanksgiving ist das größte Familienfest Nordamerikas. Dort feiern es alle Religionen. Der Legende nach schenkten Indianerstämme den weißen Siedlern einen Truthahn. So überlebten die Neuankömmlinge ihren ersten harten Winter in der neuen Welt. Daran erinnern auch Amerikaner in Franken. Hallo Ingrid, Roland, grüß euch. Hallo. Schön euch zu sehen. Servus. Grüß dich. So, freue ich mich. So, ich habe euch auch eine Kleinigkeit mitgebracht, und zwar einen bayerischen Truthahn. Oh, Okay? sehr schön, ja. Gehen wir rein, oder? Ja, bitte. Nimmst du oder was? Ich kann nicht einfach. Ja. So richtig westernmäßig in die Küche, du. Das ist dein Reich hier. Das ist mein Reich hier. Schön, wunderbar. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Das für mich auch, aber jetzt muss ich erst mit dir meine erzählen. Okay. Verstehst du, das ist ja ein kleiner Truthahn, der ist ja nicht groß. Ja. Aber bei uns in Bayern ist ja so, mit der wir ja, also wenn wir Enten- oder Gänsebraten machen, da gibt es eine spezielle Füllung eigentlich. Als wichtigste ist auch Zwiebeln, Äpfel, Kräuter und so weiter, der wir da rein. Und dann halt mit relativ viel Hitze anbacken erst einmal, weißt du, und dann immer wieder angießen. Aber wahrscheinlich machst du genauso mit deinem Truthahn. Ja, mache ich auch genau so. Dann wir den einmal weg und dann nimmst du den hier, oder? Ja. Jesus, nada. Was für dich. Das ist wie ein Elefant. Ein kleines amerikanisches Turkey. Jesus, Ein nada. Baby-Elefant. Das ist ein Baby-Elefant, oder? Ja. Oh, Wahnsinn, das ist ein Riesenteil hier. Ist riesig, aber den machen wir heute nicht. Ja. Aber es ist einmal schön, sowas zu sehen, gell? Das ist ja wie ein Küken dagegen. hä? Ja, das der ist 18 Kilo, 18 Kilo. 500 Gramm. Aha, das Und ist der ist 8 Kilo, 400 Gramm. 8 Kilo 400 Gramm. Ja, wie lange braucht der ungefähr? Der braucht 4 Stunden, 4,5 Stunden. 4,5 Stunden. 4,5 Stunden im Oven. Okay. 180 Grad. Und am Anfang werden wir auch Butter drauf schmieren. Ja, was tust du jetzt da jetzt rein? Was schon ist da? Die traditionelle Füllung für den Truthahn. Erstens sind die Croutons. Sellerie. Aha. Nicht wie in Deutschland. In Deutschland sehe ich, dass wir die untere Sellerie Die benutzen. Knolle, ja, die Knolle. Ja. In Amerika benutzen wir meistens diese Sellerie. Aha. Und Staudensellerie ist das. Karotten, ja, Aha. und Zwiebeln. Und Zwiebeln. Das sind die traditionellen Zutaten. Was wir heute machen, wir machen die traditionelle, aber auch mit Apfel drinnen. Ah, schön. Fast so wie Fast deine wie- Füllung, Wie die bayerische. die bayerische Füllung. Ich habe schon vorgeschnitten hier, Okay. Karotten und Sellerie. Und wir müssen nur die Zwiebel schneiden und Apfel. Okay. Bist du eigentlich geborener Amerikaner? Nein, ich war in Rumänien geboren. Wo ich gewohnt habe in Rumänien waren viele Deutsche und Ungarn und Rumäner. So ich bin dort aufgewachsen, bis ich 15 Jahre alt war. Und dann bin ich mit meiner Mutter nach Amerika geflüchtet, in 1975. Von Ceausescu seid ihr abgehauen, Von oder? Ceausescu, ja, genau. Und dann habe ich in Amerika gewohnt für 38 Jahre. Ich bin amerikanischer Bürger jetzt und ich bin wirklich in Amerika aufgewachsen. Ich war ein Kind noch in Rumänien. Und jetzt bin ich in Deutschland hier nach 38 Jahren, weil ich meine erste Liebe von Rumänien wieder getroffen habe. Und darum bin ich jetzt nach Deutschland gekommen. Hast du da zwischenzeitlich keine Frau gehabt in den 8 Ich habe eine Frau gehabt schon. und eine Tochter, Christina. Und jetzt, sie war auch verheiratet hier und hat 3 Kinder auch. Jetzt haben wir 4 Kinder zusammen. Das sind da richtig schöne
schöne Liebesgeschichten eigentlich, Ja. oder? Da kannst du fast Ja. einen Film draus machen, oder? Ja, fast, Schon, ja. Ist schon fast kitschig, da. Ja. Super, ja. Thanksgiving, kann man sagen, ist eigentlich so der beliebteste Feiertag bei den Amerikanern, oder? Es ist, ja. Es ist, weil es nicht eine religiöse Feiertag ist. Es ist zelebriert bei allen Amerikanern. Und an diesem Tag ist nicht nur das gute Essen und das gute Gefühl, zu Hause zu sein mit gutes, hausgemachtes Essen, aber auch, dass die ganze Familie zusammenkommt und alle Amerikaner feiern diesen Feiertag. So wie Weihnachten ist nur bei manchen Leuten gefeiert. Ja klar, weil bei den Religionen halt Die einfach. Religion drin ist. Aber das ist ein Feiertag, das alle lieben, alle nach Hause gehen, alle Kinder kommen nach Hause vom College. Alle Brüder und Schwestern kommen nach Hause. Es ist einer der besten Feiertage in Amerika. Sehr schön, gell? Ja, sehr schön. Da ist alles vereint, also kann man sagen schwarz und weiß und Islam und Katholiken. Alle essen, schauen Fußball und dann schlafen ein Nachmittag ein bisschen. Jetzt würde ich alles anschwitzen, was wir gemacht haben. Was machst du da rein? Butter, oder? Butter rein erst. Ja. Ja. Aha, da können wir. Dann nehmen wir schon mal das her, da, oder? Da weiß rein. Ja. Da ist alles hier rein. Alles rein, okay. Ja. Eine frische Petersilie. Aha. Frisches Rosemary. Hast du eigentlich Koch gelernt? Ich habe Koch nicht gelernt. Ich habe für 30 Jahre gearbeitet und meine eigenen Restaurants gehabt in Amerika. Ich habe gelernt arbeiten, habe angefangen zu spülen und alles gelernt über die Jahre. Dann habe ich meine Restaurants aufgemacht und ich habe in allgemein in 30 Jahren so 16 Restaurants gehabt. Ja, ist das, ne? Ist eine Menge da. In New Jersey, in Kalifornien und in Florida. Fertig, oder? Wir Dann brauchen einen Schlüssel. nehmen wir die gleich her, oder? Ja. Riecht gut. Ja, gut. Frisch ist immer frisch, weißt du? Frisch ist immer frisch. Frisch riecht frisch. Jetzt fangen wir an. Du hältst den, ja? Alles rein. Alles rein. Kann ich mit der Hand machen, oder? Ja, ja, natürlich. Mit Liebe. Passt so, oder? Ja, alles ist hier drinnen jetzt. Okay. Und jetzt müssen wir ihn binden. Aha. Sie halten oder geht? Nein, es ist, ich probiere es so. Von unten hier, über die Flügel. So kross und unten die. So. Ja, das ist eine ganz eigene Technik, gell? Und ein bisschen abschneiden am Ende. Ah ja. Und dann sind wir fertig für die Butter, Salz und Pfeffer. Kann man auch reinmassieren schön, mit Liebe. Und ich habe Butter hier. Ja, das ist knusprig, ne? Schön knusprig. Und hilft, dass es nicht trocken wird. Ja, eigentlich ist ja der Truthahn trocken, ne? Das ist ja kein fetter. Es muss sehr aufpassen. Ja. Truthahn kann sehr Hat wenig trocken Fett, sein. hat wenig Fett, ne? Wenig Fett drin. Ja, Ja. also gut mit der Butter. Und wenn du kannst, bitte noch, ich habe die Gemüse geschnitten dort. Müssen hier unten reingehen. Und dann den. Einfach in der Mitte Und dann, an okay, dem der was ein Gemüse. bisschen zusammen. Ja, so genau. Okay. Jetzt so. Und etwas Ungewöhnliches, das ich mache Ja. und viele andere Amerikaner auch. Okay. Aber vom Haus zu Haus, vom Restaurant zum Restaurant ist anderes. Aber ich stelle den Truthahn rein mit der Brust nach unten. Oh, Weil, das ist aber sehr ungewöhnlich. ja, weil was passiert ist, die ganze Saft vom Truthahn geht nach unten. Und die Brust ist die trockenste Fleisch in der Truthahn. Und die Idee ist, dass es dann schön saftig bleibt. Ah. Und stimmt das auch? Für mich ja. Ah, okay. Jetzt müssen wir noch ein Stück Alufolie drauf Ja? und dann in den Ofen. Einfach mit Folie zudecken. Der wird sicher schön saftig. Gell? Schön saftig wird er, Der ja. wird sicher, hast du schön gemacht. Und dann nur einfach in den Ofen rein. Ja, Kompliment. Sehr schön. Sehr schön. Jungs, wie schaut's aus? Ist der Truthahn schon fertig? Fertig. 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 So.
Gibst du raus heute? Ja, ist fertig. Das ist schön. Schön knusprig, schön schaut es aus. Was hat das für Bedeutung? Das ist ein Tattoo, das ich selbst gemacht habe, wenn ich 13 Jahre alt war. Mit 13? Mit 13. Selber auch. Das ist meine Frau Ingrid. Damals, ihr Name war Ingrid Knöbel. Und ich habe es selbst gemacht, weil ich so verliebt war. Wow. Und es hat sich entzündet. Für einen Monat war mein ganzer Arm so. Aber es ist schon dort für 40 Jahre schon so. Hast du die ganze Zeit immer, wo du jetzt alleine warst auch, oder wo sie nicht da war, hast du immer ihren Namen aufgemacht? Ja, immer den Namen aufgehabt. Das ist doch unglaublich, oder? Ja. Schöne Geschichte. Tolles Kompliment auch für dich. Dankeschön. Oder? Also, haben wir gut gemacht. Dankeschön. Sehr gut. Danke. Und ein Küsschen. Gut. Happy Thanksgiving! Wo bist du her? Bist du von Nürnberg, oder? Geboren, oder? Happy Thanksgiving. Hey Ingrid, ja wow, das ist ja ein Prügel hier. Sag mal. Hier ist der Bayerische. Der bayerische Roland. Ein bisschen kasig geworden, der bayerische, oder? Ja. Ein bisschen Glas ist. Aber immerhin, oder? Wir haben einen bayerischen. Oder, dann fangen wir mal an, oder? Ingrid und Roland haben sich nach 35 Jahren wiedergefunden und feiern nun mit ihrer Patchwork-Familie Thanksgiving in Franken. So kann auch der deutsche Teil der Familie diesen schönen amerikanischen Brauch pflegen und Truthahn American Style essen. Happy Thanksgiving! Hat echt gut gemacht, gell? Ja. Und zart ist er auch, oder? Ja. Bist du zufrieden mit dem Roland? Ja. Aber wie feiern die vielen amerikanischen Soldaten in Bayern ihr Erntedank? Um das herauszufinden, fahre ich in die Oberpfalz. In Grafenwöhr liegt der drittgrößte Truppenübungsplatz der Amerikaner in Europa. Hier diente auch der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Das Gelände wurde bereits 1910 durch den bayerischen König errichtet und später von der Wehrmacht genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die US Army das Areal. Seitdem trainieren die Amerikaner gemeinsam mit der Bundeswehr und NATO die Ostverteidigung. Schön. Hi, grüße dich, Fritz. Willkommen nach Grafenwöhr. Danke, freut mich sehr. Das ist schön hier. Das ist wie die Kleinstadt hier, oder? Ja, es ist wie Little America. Little America. Ist Wir haben unser vor Thanksgiving Footballspiel zwischen Offiziere und Unteroffiziere. Okay. Und wir hoffen, dass die Unteroffiziere gewinnen. Ja, bist du für die Unteroffiziere? Ja. Spielst du selber auch noch American Football? Oder? Nicht mehr. Ich habe das vorher gespielt, aber nicht mehr. Aber da ist der volle sind das lauter Soldaten hier, die wo da Ja, das sitzen? sind die Soldaten von den Einheiten, von wo die Offiziere und Unteroffiziere kommen. Aha, okay. Und die schauen alle zu. Aber normalerweise dürfen hier keine Deutschen rein, oder? Oder schon? Die Leute, die hier arbeiten, die einen Lagerpass haben, die können hier jederzeit. Jederzeit. Ja. Kann man da alles anschauen oder nur bestimmte Sachen? Heute können wir fast alles anschauen. Das ist natürlich sehr gut. Ja, ich war noch nie am amerikanischen Militärstützpunkt. Das ist für mich auch irgendwie aufregend und neu. Das ist schon sehr schön. Ja? Wie funktioniert das jetzt überhaupt, das ganze Spiel? Das ist ein hartes Spiel, ja. Ja, aber was gibt es für Regeln da? Das ist nicht ein normal Football-Game. Das ist Flag-Football. Und statt jemand in die Erde zu schieben, man nimmt eine Flagge, was man trägt an der Seite von der Uniform. Ja? Und wenn die Flagge weg ist, dann muss man stoppen. Die Soldaten spielen Flag Football. Eine weniger brutale Variante des American Football. Auf dem Spielfeld ziehen die Verteidiger den Angreifern Fähnchen aus dem Gürtel, um sie zu stoppen. Anrempeln und Knochenbrüche wie beim American Football gibt es nicht. Die Soldaten sollen unversehrt vom Spielfeld in den Kampf ziehen können.
Knapp 10.000 amerikanische Soldaten und ihre Familien sind in Bayern stationiert. 3.500 davon in Grafenwöhr. Die Army Base ist wie eine amerikanische Kleinstadt mitten in der Oberpfalz. Mit allem, was dazugehört. Tankstelle, Kindergarten, Supermarkt, US Post Office, Bowlingbahn, Fastfood-Ketten und allem, was man im Zivilleben braucht. In Gallonen, Pfund und Dollars. Das Spiel der Unteroffiziere gegen die Offiziere ist Kult. Und alle haben ihre Gaudi. Jedes Jahr im November, am 4. Donnerstag, ist Thanksgiving. Für das Festmahl geht es jährlich Millionen von Truthähnen an den Kragen. Nur einer wird begnadigt. Und zwar vom amerikanischen Präsidenten persönlich. Okay, die 3 Hubschrauber, die eben drüber geflogen sind, die sind in Ansbach, Kaderbach stationiert und die kommen nach Grafenwöhr zu üben. Und die üben zusammen mit Bundeswehr, amerikanischen Soldaten und unsere alliierten Partnern. Auch so Terrorismusbekämpfung oder sowas? Das machen die auch, ja. Das machen die auch hier, oder? Ja. Und wenn die üben, haben die da scharfe Waffen, scharfe Raketen auch? Ja, die schießen scharf hier. Ja? Ja. Und wo schießen die da hin? Irgendwo einfach in den Boden rein oder was? Oder? Wir haben 2 sogenannte Impact Areas, Ja. wo die reinschießen. Das ist ungefähr in die Mitte vom Truppenübungsplatz. Und wir haben über 300 Schießbahnen hier in Grafenwöhr und die schießen von außen nach innen. Und wie viel Munition wird da so im Jahr verschossen? Das sind ja zig Millionen, oder wahrscheinlich? 6 Millionen, ja. Wahnsinn, ne? Krieg führen ist teuer, ne? Ja, Krieg führen ist teuer, aber wir müssen lernen, zusammen zu üben, sodass, wenn wir in den Kampf sind, dass wir zusammen kämpfen können. Ja klar, ist schon klar. Aber am besten ist kein Kampf, oder? Richtig. Am besten ist Footballkampf. Das kann auch gefährlich werden. Kann auch gefährlich werden, aber nicht so. Ja. Ein richtiger typischer amerikanischer Postkasten, oder? Ja, da schicke ich meinen Post nach Amerika. Ja, der ist aber auch schon alt, ne? Sehr alt, ja. Ja. Mein Vater war Postmann. Hello, I'd like to buy some stamps. Stamps. Forever stamps. Any particular design? No, I'm not particular. Not particular. Do you have stamps with some turkey? No, we got jack-o'-lanterns, no turkey. No turkey stamps. How many was that? Just one book. Just one. That means your total is $9.40. 10, thank you. Jede von diesen Briefmarken sind 49 Cent wert für einen normalen Brief. 60 cents your change. Thank you, sir. 49 Cent für einen normalen Brief. And your receipt as well. Thank you. You have a good day. Have a great Thanksgiving. Thank you. Thank you. Plötzlich fühle ich mich verfolgt. Habe ich was Falsches gefragt? Im Rückspiegel sehe ich sie schon. Ich verhalte mich unauffällig und sehe meine Rettung. Die Shopping Mall. Bis dahin muss ich es schaffen. Doch da sind sie schon. Ausweiskontrolle und Dreherlaubnis bitte. Alles noch einmal gut gegangen.
Zur Beruhigung brauche ich erst einmal was zu essen. And here we have alle verschiedene, was man essen möchte. Man kann Hähnchen oder Shrimp Schön. oder Po' Boy. Ja, was willst du? Ich nehme an, the Cajun Wrap, 2. And a jambalaya. Jambalaya. Yes. Dr. Pepper. Medium drinks. You take only dollars here or euro too? We take euros and we take dollars. Ah, both. Okay. Bezahle ich mal, komm. Ich bezahle das. Gut. Euro. Mild or spicy. Wie viel macht in Euro? Black and red. All right. How many Euros? In euros, it's $13.25. Thank you. Black and red. Dankeschön. Gerne. So Dankeschön. 7.20. The change is only dollars. Only dollars. Dollars back, so. Oh ja, okay. Ist immer gut für einen Amerika-Urlaub. Ist immer gut für einen Amerika-Urlaub. Das ist ein Tipp für you. Oh, Dankeschön. Gerne. Well, it's one for the money, two for the show. Hier sind fast alle Fastfood-Ketten vertreten. Sogar solche, die es sonst nur in den USA und nirgendwo in Deutschland gibt. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down Ich nutze meine Chance und esse Südstaaten-Specials. all over the place. Cajun Wrap und Jambalaya. Wanna do, but I'll Hühnchen in Reispanade, heiß und fettig. tell them my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Yeah. Und den Soldaten schmeckt's. Wie schon dem King of Rock'n'Roll, der in den 60er Jahren hier stationiert war. Der Supermarkt lässt keinen Zweifel offen. Wir sind hier wirklich in Amerika. Feiertag shoppen, wie bei uns vor Weihnachten daheim im fernen Bayern. Turkey, Pumpkin Pie und alles fürs Fest. Tiefgefroren und haltbar. Direkt aus Amerika. Auch hier Produkte, die es in keinem deutschen Supermarkt gibt. Von Vielfalt und Packungsgrößen ganz zu schweigen. Look here. There was a time when I was all alone. I had a secret, thought I was gonna. In Amerika ist am Morgen nach Thanksgiving Black Friday. Da geht's dann wieder zur Schnäppchenjagd ins Shoppingcenter. Und der Run auf die Weihnachtseinkäufe wird eröffnet. When I want loving, what you got to have. See? Telling the world, Wow, das schaut gut aus. sisters and my brother, we got more soul. What's the name of the pig? Call her Lola. It's gonna be delicious. We got more soul. We got Ray Charles. Die Küchenarbeit beginnt früh. Über 1000 Soldaten haben Festtagshunger. We got Dane Brown. In der Küche geht es zu wie auf einer Galeere. Jeder Handgriff sitzt. 3 Spanferkel, 18 Truthähne und 50 Torten sind fast fertig. We got more soul. Marshmallows auf den Gulasch zum Verfeinern. We got more soul. We got more soul. Big enough. When we walk, we got more soul. We got when we talk. We got more soul. We got when we sing. Lord have mercy. We got more soul. We got. Hi, good morning, guys. Morning. Hey, sweets for my sweet, huh? Key lamb pie. Oh, this is the Boston cream pie, the chocolate. This is chocolate, but this one is a cream lamb pie. Yeah, that's the lemon.
Lemon. Yes, sir. Yes, sir. What's your favorite? Mine would be probably the pumpkin or sweet potato pie. Yeah. That's my favorite. And then we got Your favorite? we got blueberry, apple. Okay. We got more soul. We got more. Heute ist nicht der Tag, um eine Diät zu beginnen. Auch an der Deko wurde nicht gespart. Thanksgiving und Truthähne, wohin man schaut. We got leather wheels doing her thing. We got Bobby, yeah, doing her thing. We got more soul. Ich habe sogar die Ehre, den Garnisonskommandeur persönlich kennenzulernen. Barney. Chef, wonderful to meet you. I'm so very glad that you are here with us today. Thank you very much. I have been eagerly awaiting Yes? you to be here with us on Thanksgiving for like 3 weeks. As soon as I knew you were coming, I was you very very much. excited. So, Thank you and very much. I hear you're gonna help me understand how to properly Yes. carve a turkey. Oh, we can do it together. I would love that. I would love We'll do that. it together. So what do you think about Thanksgiving and what we're trying to do here? It is unbelievable Thanksgiving here in Germany. Yeah, I think I'm in America. You know? It's the same. Yeah, I think I'm America. It's unbelievable. Yes, it's Grafenwöhr is an American city here in Germany. No? We love Grafenwöhr. We love all of our German American connections within so many communities. I don't know if you're aware, but most of the soldiers and their families that live and work for the United States Army, they actually live outside in German communities. What do you think about the Bavarian food? Do you like Bavarian food too? Okay, love Bavarian food. This is my very first time being in Germany. So I've lived in Rome. Okay. I've lived in France, and now that I am in Germany, I have to admit, I love bratwurst. It's my very favorite, and the pretzels. Yeah. What do you think about the Weisswurst? Weisswurst, I love Weisswurst. Yeah? The first time I met a German mayor, Bürgermeister. Bürgermeister. He brought me in and he fed us Weisswurst. Yeah. And it was wonderful. And he taught me 3 techniques to tackle the Weisswurst. Thank you very much, sir. Yeah. Ready to go? All right, let's figure out how we're going to do this. Let's go. Happy Thanksgiving. Thank you. An Thanksgiving servieren die Offiziere und Kommandeure den unteren Dienstgraden ihr Essen. Das ist eine eigene Tradition in der Garnison von Grafenwöhr.